So, das haut Donnerstag an, das ist eine andere Klinik. Also noch einmal die nämlich Klinik, also Dr. Lubes Kliniken. Die nehmen zwei Kliniken halt, immer dem zu Bogenhausen und nicht zu Passing. Und das ist so, dass ich gestern müssen wechseln, weil also Doktor war bei mir so gekommen und mich gefragt, ob es irgendwie möglich wäre, dass ich an das Klinik bei Riva verloren gehen, weil sie einen kleinen Bettmangel, weil ja, das Problem ist, kann halt ja aber nicht planen, ob wie in einem Hotel, dass die Leute immer genau die Namen stehen zu bleiben, wenn man Komplikationen oder so kommen kann, die muss dann irgendwie lang bleiben oder so. Und dafür hatten sie einen kleinen Bettmangel und da müssen vielleicht eventuell verschiedene Leute OP vielleicht verschubt kriegen, also mich spät können stattfinden. Und das wollte ich natürlich auf keinen Fall, weil ich denke, ich wäre auch traurig, wenn mein OP verlust gewesen, du willst. Und ja, dass mein Opa den heiraten und dann habe ich so quasi den heute Nacht besucht bei der Fenster. Und ja, das ist natürlich kein Problem. Ich gebe mir Sachen zum Parken. Und war natürlich ein bisschen anstrengend, weil ich dann meinen ganzen Koffer noch muss parken und in das dann Taxi bestellt gehen. Und dann sind ich so mit einem anderen, den dann auch gestern ein bisschen plündern. Am Taxi bis Heinerbusch gehen, das hat so 30 Minuten gedauert. Das war ein bisschen unangenehm. Ich wusste nicht genau richtig, wie ich dort sitzen. Und das war eben, da sitzt ja Hand dran und du kannst den Sitz natürlich nicht so vorstellen und drehen in der Kehr, wie ihn das gern hat. Aber, bon, egal, das war ziemlich gut gegangen und sind schon nach EU gekommen und da hat der Film schon gewährt. Ich bin in Kummer gewesen, ich war in Kummer 113 mit dem ersten Stock. Und das ist ein 2-Bad-Kummer, die ist viel, viel mehr größer, die Kummer, wo ich für drin war, der 3-Bad-Kummer noch. Ja, an mein Bett noch war es dann eben gestern operiert, den kurz den Buschruf geholt. Und ja, er war schon ziemlich fit, mehr fit wie ich, dem Hund. Und ja, er war ziemlich schlecht, direkt nicht vorgestellt und wir hatten ein ziemlich schnell Gespräch. Und ja, dann habe ich mir ganz Sachen ausgepackt, ich habe mich angeriecht und am Bootsmabret gemäht und ja. Dann heute Morgen war dann eben halt Visit, die ist viel mehr klein wie die dann zu Bogenhausen. Ich hatte das ein Doktor zu Bogenhausen, der hat so 5 Doktor an neben drauf spaziert kommen. Der Tisch hat dann noch ein bisschen mehr Zeit. Ich war schon noch froh, konstant und so. Und die so, die ja, nur kann dann den Katheter raus, muss sein, normalerweise lenkt den Post-Op-Tag, da kann der Katheter raus und normalerweise kann es dann alles gut liefern und sonst heben. Und ich war direkt so, oh, gestern uns aber gesagt gehabt, der Katheter müsste 2 bis 3 Tage lang bleiben, wie es Schwellung und so. Und er sagt, okay, war nicht so schlecht ausgesehen, aber sie gibt das aber, weil es war so seine Assistenzärztin. Es war halt eine Assistenzärztin und die wollte dann aber trotzdem mit der Chefärztin das alles aufklären. Da hatte ich mir keine Chefärztin dann und da wird dann geguckt spontan, ob der Katheter dann raus kann oder nicht. Aber wenn die dann mal raus kann, dann muss ich normalerweise 3-mal auf die Toilette gehen, dann wird eben geguckt, ob ich Pipi machen kann. Und dann wird er noch ein Ultraschall nochmals gemäht und ein Prof. Und dann wird eben noch beim Ultraschall geguckt, ob wie viel Urin nach so einer bloß ja nur, wenn ich Pipi mache, war dran bleibt. Nicht, dass mein Blut sich nicht richtig idle machen kann, das wäre ein bisschen schissi. Und dann hoffe ich, dass mit der Schwellung da kein Problem ist, dass das wirklich gut zurückgegangen ist. Weil nicht, dass ich dann auch nur, weil ich dann vielleicht nicht Pipi mache, weil dann eben die Schwellung zu groß ist. Und das dann auf meine Hirnröhre Gift drücken und ja, dann das nicht so funktioniert, wie ich das will. Und da kann ich eben sehen, dass ich einen Bauchdeckenkatheter muss kriegen, aber wir bleiben mal positiv gestimmt. Da habe ich mit meiner Mama da geklärt, dass sie dann vielleicht auf das Stück kommen, für mich zu kommen, weil ja eigentlich geplant war, dass ich bis Mittag bleiben. Aber also, wäre das natürlich ziemlich gut, wenn ich mal kennt, schon so los mit Wallis parken und daheim denken, weil ich muss so ein Schreiben aber mega viel heben. Ich muss wirklich so ein ganz Pflegeteam und wirklich für das mega lieb und auch mein Bett nubbrennen an dem alle Kummer war mega lieb und auch mein neuer Kummer, den ist wirklich super lieb und mir, ich muss aber so, ich freue mich einfach für ihn. Du heben halt den einfach am besten. Ja, so gucken wir nach der Summe den Film fertig und dann ja, dann wird das, ja, okay, ist noch ein bisschen geflogen und dann lassen ich mich mal wieder überraschen. Und ich halte schon mal auf den